Habe die Ehre, übrigens, der Birger. Aus gegebenen Anlass habe ich mir gedacht, ist halt Zeit für How to Zeichnen. Meistens zeichnet mir der Chris vom Trachtman meine Merch-Motive. Aber einmal im Jahr hocke ich selber am Zeichenbredel und fasse alle Vorkommnisse, Insiderwitze und Jokes, die übers Jahr in Streams, Videos und so weiter passieren in einem Motiv im Jahresmerch zusammen. Und wie ich das mache, zeige ich dir in Phase 1. Das grobe Konzept. Wenn wir das machen, werde ich oft gefragt, mit was zeichnest du das? Die Version 2019, 20 und 21 habe ich damals auf einem Galaxy Tab 4 mit Adobe Draw gemacht. Seit letztes Jahr habe ich ein Huion Canvas 20 Zeichentablet, auch besser bekannt als Huion 20 und nehme Krita als Zeichenprogramm. Wo fange ich an? Erstmal überlege ich mir, was das Motiv im Ganzen grob darstellen soll. Ein Wuselbeutel, wo man von der Weiden schon etwas erkennt und wenn man genau schaut, aber einen Haufen Details findet. Das Motiv selber soll immer im Hochformat sein, weil es besser aufs Poster und auf Shirts und so weiter passt und er besser ausschaut. Mein Name soll natürlich drauf, außerdem sind wir gerade in Season 6 und am Schluss kommt dann irgendwann sowas als fotzengrobe Skizze raus. Magic. Dann kommt Steffi. Die liebe Steffi ist einer der narrischsten aus der Community. Die schreibt jeden Stream, jedes Video, jede Kleinigkeit und jeden Scheißdreck mit. Einfach so. Sammelt das und schickt's mal am Jahresende. Heute sogar mit einem kleinen Screenshot. Liebste Steffi, vielen herzlichen Dank dafür. Ich glaube, ich da 20 Jahre brauche, jede Scheiße da außen zum Suchen. Vielen lieben Dank. Press F in the comments. Aus der Listen greife ich dann jede Situation des Jahres aus. Was macht Sinn? Was war ein Highlight? Was war jetzt nicht so wichtig? Gehört aber irgendwie trotzdem drauf. Bei was habe ich sofort eine Idee? Was kann ich, glaube ich, überhaupt einigermaßen zeichnen? Und da greife ich mir so viel aus, wie geht. Und dann wird's ernst in Phase 2. Skizzieren, platzieren, inken. Ich fange erstmal an, jetzt einzelne Beutel vor zum Skizzieren. Bei manchen Motiven nehme ich mir auch eine kleine Vorlage, wo ich ein bisschen abschauen kann. Weil für einen Klicker aus der Last of Us kamen meine Zeichenskills auf einem Level von einem 4-Jährigen, deswegen glaube ich heute als mehr das Essen absteige. Heute dann doch nicht ganz, aber traced bzw. abpasst wird auch nicht, das kann ja jeder. Das ist die erste groß aufwendige Phase, bis ich dann so 20, 30 Beutelskizzen beieinander habe. Und weil das heute auch ein kleines Best-of ist, heute jetzt einfach mal mein Fotzen, have fun. So, wir brauchen jetzt ein paar Pfosten. Ja! Oh. Ach, Kimmer. Oh Gott. Oh Gott! Oh, ja. Ich tue immer zu früh, was tue ich denn? Den Namen brauchen wir noch. Der Sicherlich. Urlaub Franz. Wieso? Ich mach mal mit Sio gesprochen. Ja, besser, da waren wir wieder nicht sehr divers. Versuche pfeifen zu lernen. Das ist echt extrem schlechter Zeitpunkt, um pfeifen zu lernen. Was ist mit dir? Hör auf! Was ist denn mit dir? Das ist wirklich das. Weiber, Alter. Ballern! Ihr Scheißdrecksmistviecher! Okay, K16 kommt raus! So muss das machen, hab ich gehört. Absolutes Pro-Gaming. Das nervt so hart. Das nervt so hart, weil ich keinen Schaden nicht mache. Kill it with fire! Oh, jetzt geht's. Legendary Drop Nummer 1! Wo ist jetzt der Goblin hin? Hab jetzt einen Goblin verkackt! Jetzt hab ich einen Goblin übersehen! Verdammt! Verdammt! Verdammte Axt! Da bin ich gleich wieder auf 182!
Oh, was ist das gerade so? Das mal gar nicht. Ja, und Entschuldigung, da gefühlt viel mehr Erleichterung als jetzt. Scheiß auf den Goblin! Geschissen auf das Goblin-Vieh, so schaut's aus. Das ist, was ich weiß. Erstes Legendary, 11:47 Uhr. Es ist ein Schild. Das kann zumindest auch eine Erklärung sein. Freilich greifen wir die gute alte Killerspiele-Diskussion außer wenn der Abdul Mahatma Habibi, bekanntlich der Achte seines Wurfs, als Langeweile seine No-Go-Area in die Luft springt. Da ich erst sag, seitdem ich 5 bin, schau ich mit meinem gefährlichen Halbwissen neben den Experten aus wie ein kleiner Schulbub. Hey, was weiß ich schon. Aha, Videospiele. Jetzt bin ich gestorben. Ja, Scheiße, Alter. Jetzt hab ich voll Bock an Sanko zum Zählen. Geile Idee. Man wird aber auch alle 5 Sekunden von irgendwas abgelenkt. Was? Wisst ihr eigentlich, was sie letzte Woche der Weidersepp während seiner Übung wirklich angeschaut hat? Er hat nicht fürs Lebenshilfefestel geübt, sondern... Da klemmt ja aber schön was dazwischen. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Was ist das? Er hat dich was gefragt. Was ist das? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Oh, ihr sagt, das ist nicht so. Ach, das musst du so sehen. Wir sind keine Firma, wir sind eine Familie, Birger. Wir halten mal zusammen, wenn es drauf ankommt. Du machst halt 4-5 Überstunden am Tag. Das ist ja noch nicht alles. Wenn du die nächsten Monate richtig einhaust, richtig Gas gibst, dann kann sich der Chef zu seiner 3000 Hektar Villa nur die Insel kaufen, auf der es steht. Was? Was? Außerdem haben wir noch einen Punkt, der mich und euch sehr wohl betrifft. Alle Streamer, egal ob Affiliate oder Partner, dürfen nicht parallel auf mehreren Plattformen live gehen. Die meisten wissen sehr, ich streame seit Jahren jede Woche, Montag und Mittwoch ab 20 Uhr auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das ist nun vorbei! Ab sofort gibt's Livestreams nur noch auf YouTube, nicht mehr auf Twitch. Jetzt gehen wir auf die Speisekarten, jetzt können wir das wieder... Brot! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen im Biergeist Busenbude. Unser heutiges Tagesangebot. Brot! Ja, weiter geht's. Ich hab da meine Kamera am Arm gelenkt, an einem Bandel dran, deswegen wackelt jetzt wie Scheiße. Hab meine Taucherbrille noch nicht auf, ich paddle, da ist 10 Meter runtergegangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2 Meter vor meiner Scheißfresse. Ich weiß, da gehen einige so, Birger, wo ist der Nachschaut's gut, Birger, wo ist der Vorlags gut, Birger, wo ist das, Birger, wo ist das, Birger, wo ist eigentlich das? Ja, irgendwo muss er mal in Ruhe sein, was soll ich das unterbringen? Der Plan ist, die Einzelbeutel dann Stickel für Stickel ins Hauptmotiv zum Platzieren. Wo möchte ich was hier haben? Wo passt es überhaupt hin? Wo ist es nur platzfrei? Brauche ich noch irgendwas dazu, was ich vergessen habe? Und macht es dann im Gesamten einen brauchbaren Eindruck, wenn ich die Augen zuzwick, so Pi mal grob, was du sehen. Ja, das muss klar sein. Auch mit dem Wissen, dass ich ganz am Schluss sowieso noch 500 Mal drüber schaue und 1000 Sachen ändert. Dann wird geinkt, tuscht oder reingezeichnet. Die Skizzen bleiben nicht so hingagelt in Rot, jetzt kämen die tatsächlichen Outlines so sauber, dass meine Gichtbratzen halt zulassen. Bei dem Schild sitze ich mit Abstand am längsten. Ich gehe jede Skizzen nochmal durch und gebe im Prinzip schwarze Linien, so wie es am Ende dann auch wirklich sein soll. Jetzt Detail, jetzt Funsel, 100 Mal korrigieren und schauen, ob es passt und ob es mir gefällt. Mit Liebe zum Detail. Und am Ende haben wir hoffentlich unser Gesamtmotiv getuscht, so wie es am Schluss dann tatsächlich ausschauen soll. Die ganze Garde ist aber ein wenig knockert und darum gehen wir weiter in Phase 3. Flatten und kolorieren. Um mir das Ausmalen zu erleichtern, wird geflattet. Heißt, ich umrand jeden Bereich und gebe ihm eine random Hintergrundfarbe. Farbe selber ist dabei erst einmal wurscht, so kann ich die Flächen dann noch mit einem Klick easy markieren und dann final kolorieren. Das spart unfassbar viel Zeit und schaut am Schluss dann so aus.
letzter Schritt. Das Finale kolorieren. Ich hab dabei kein bestimmtes Muster. Ich suche mir irgendeine Stelle, auf die ich gerade Bock hab, aus und fange einfach an. Ich versuche ein bisschen zum Schattieren und Aufhellen, da ich aber halt kein gelernter Zeichner, wie der Chris zum Beispiel bin, und von Licht und Schatten so viel Ahnung hab wie vom BHs häkeln, muss das gelingen, was am Schluss dabei rauskommt. Und dann, nach 50 plus Stunden Videomaterial aufnehmen, wie ich beim Zeichnen hock, und noch mal grob 20 Stunden an Klarscheiß umeinander fieseln, korrigieren und 1000-mal ändern, für Druck aufbereiten, das Poster herrichten und so weiter, kommt das dabei raus. Mein sehr verehrter Vollbier-Squad, ich ziehe zum 6. Mal in Folge meinen imaginären Hut. Es ist mir stets eine Freude, Sie belustigen zu dürfen. Zum 6. Mal in Folge. Und dieses Jahr sparen wir uns die umeinander Gepimmlerei, wie dermaßen das Snow eskaliert und keine Ahnung, wann das jemals irgendwie aufhört, weil, was das eben ist. Es gibt nicht mehr zu sagen als ein riesiges, herzliches Dankeschön für alles. Machen wir es kurz und schmerzlos. Wie jedes Jahr gibt es dieses Ding ab sofort bei mir im Shop. Birgerwear.de. Was alles hier drauf ist, sollte das heutige Video eigentlich ausreichend erklärt haben. Es wissen aber sowieso bloß Pro-Gamer, was jetzt einzelne kleine Beutel zum Bedeuten hat. Gibt's für als T-Shirt, Hoodie, Kissen und so weiter. Und natürlich gibt's auch wieder ein Poster, das ums Verrecken nicht ins Bettlein passt und spiegelt wie Sau in Farbe, schwarz-weiß und was das ewig ist. Zum 6. Mal in Folge ein riesengroßes Merci an jeden Einzelnen, der sich da irgendwas daraus genehmigt. Und wie allweil gibt vielleicht ja ein ganz nettes Weihnachtsgeschenk ab. Und jetzt Bussi auf Bahnscheiben, die dritte voll links, und wir sehen uns in Season 7. Hoffe ich. Habe die Ehre. Ich hoffe, ihr alle, es taugt euch. Das heutige Video natürlich auch. Vielleicht war es einmal ganz interessant für den einen oder anderen, was ich da eigentlich jetzt hier treibe. Es lasst so schnell ein Like genau da, aktivierst die Glocken, damit nichts passiert, was es ist. Und ich schleiche mir im Moment Termin beim Bergdoktor für Sehenscheidung, Entzündungs-Super-Aids in meine Gichtprotzen. Bis zum nächsten Mal. Habe die